Alright, wenn ihr eine Bibel haben, merkt ihr auch noch Galater Kapitel 4. Wir wollen von der wiedergehen mit uns Thema, was wir hier nicht unterstützt haben, von der Rede von Jesus allein. Das ist ein sehr interessantes Eingewas für mich. Ich habe das Galaterbrief mal in der Bibel schon durchgenommen und mir sind some Dinge klar, glaube ich, was jünt vielleicht nicht sind, und manchmal gehen wir den mit hastig über. So, ich will ein klein bisschen trägen und jünt mitbringen, wenn die Geschichte, was ich von der will noch checken, von Abraham und so wieder, was Paulus hier braucht, um uns zu wiesen, dass Gesetz und Gnade, das sind zwei verschiedene Dinge. Und so, das ist eine sehr wichtige Geschichte, das ist ein interessantes Ding, wo Paulus diese Geschichte von Abraham braucht, zum Lehren, zum die Menschen lehren, dass sie sind nicht mehr unter dem Gesetz. Ungefähr 6000 Jahre 3, dann mögt Gott Adam und Eva. Und von Adam und Eva kam die Menschheit. Und wenn ihr in der Bibel lesen, ich weiß nicht, wer von euch einmal hat die ersten 11 Kapitel gelesen, in 1. Mose. Aber die 11 Kapitel, das ist ungefähr 2000 Jahre Zeit. Das kriegt so lang ungefähr aus von Jesus bei uns, in die 11 Kapitel. Und so durch Adam brach Gott die Menschheit in diese Welt nehmen. Aber wenn Adam und Eva gefallen wären, wäre es eine gefallene Menschheit, in der wir in Sinn, und dann waren wir ungefähr bei Kapitel 6 oder so kommen, in 1. Mose, dann sagt es, dass die Menschheit wir bloß immer ein Beis. Und Gott brachte Sintflut, was die Menschen sozusagen von ihr draufnehmen, bitte Noah und seine Familie. Und dann fängt Gott frisch an, mit Noah und seine Familie. Und dann, so, die Sintflut, das ist ungefähr 1500 Jahre. Ich brauche bloß runde Schulen, das stimmt vielleicht nicht 100%, aber ungefähr 1500 Jahre von Adam bis Noah. Und so, dann fängt Gott frisch an, sozusagen, mit 3 Familien. Na, Noah und seine Frau wären auch, aber die wären all zu alt im Kinder haben. Und so Noah seine 3 Jungs, mit ihrer Früh hatten dann Kinder und durch kam die Menschheit dann her. Dann haben wir die Geschichte ein paar hundert Jahre wieder von Babel, wo sie den Turm bilden und sie wollen sich genommen mehr und so wieder. Und weißt ihr, was dort bedient, der Turm zu Babel? Vielleicht habe ich die Geschichte mal gehört, ich wollte nicht ganz vertellen. Aber dort wir Menschen versehen, mit Gott zu knacken. Und so Gott kommt drauf, er verwirrt die Sprachen, die Menschen verbreiten sich über die ganze Welt. Und so, bloß um das hier Bild taugt kriegen, alle Menschen auf der Welt, die sich nu verbreiten, das sind alles Heiden. Die sind da noch nicht so genannt, aber ich wurde von der so genannt, bloß dass wir das Bild kriegen. So, das sind alles Heiden. Und dann raubt Gott sich ein Mann mit seiner Frau, ohne Kinder. Sie hat am Arbeiter laut sein Nephew treibt mit und so wieder, aber Gott raubt sich Abraham rührt, und er dat Abraham nun unter das Lohn schicken. Er verspricht Abraham, er wird ein großes Volk werden, er wird die Welt sehnen durch Abraham, da rede ich viel sind davon, von wo das Versprechen zu Abraham nur Jesus jetzt, und so wieder, und so. Aber das jüdische Volk kam von Abraham. Und so von da wieder, Gott raubt sich ein Volk rührt, in das Volk jaft er das Wort, durch das Volk haben wir unsere Bibel, durch das Volk haben wir unsere Propheten, durch das Volk haben wir basically die ganze Geschichte in der Bibel handelt sich von das Volk. Und so, wir haben uns Messias durch das, und so, wenn du von der in der Bibel in deine Hänge hast, die hast du durch das jüdische Volk gekriegt. Abraham sie Nachkommenschaft. Und so, nur, dass wir bei der Kirche sind, über dem kommt Jesus, das sind viele Jahre, von Abraham bis Jesus sind ungefähr 2000 Jahre. Und so über dem kommt Jesus, nu kommt die Kirche, und nu sind da Juden und Heiden. Und so die Heiden, das Abraham, oder die Juden ist Abraham, sie Nachkommenschaft, die Heiden sind alle anderen Völker auf der Welt. Dort sind Heiden. Und die Juden, sie sind Gott sein Volk, sie sind gewählt, sie haben ein Gesetz, dort trennt er von Gott, ich meine von den Heiden, dort trennt er wegen ihrer Etengesetzen, wegen ihrer Reinigungsgesetzen, alle Dinge. Gott sagt, befriedigt nicht mit euch, wohnt nicht mit der Taub, folgt nicht eure Götter nur, in all diese Dinge. Na, der Galaterbrief sagt es nicht ganz so klar, aber der Epheserbrief sagt es sehr klar, dass Jesus muss das Gesetz
was Gott Abraham in seine Kundschaft gab, dort gesagt, dort der Jesus wahrnehmen, dass die Heiden auch lernen können. Und so das, wo wir nu sind im Galaterbrief. Nu kommen die Juden und die heidnische Kirchen und sagen, weißt du Gott, jemanden nach Moses sein Gesetz annehmen. Was kann ich nicht selig worden? Apostelgeschichte 15, Vers 1. Da habe ich den Vers, wo das klar beschrieben ist, dass das, was sie lehren deuten. Und so nu hat Paulus das Galaterbrief geschrieben an die heidnische Kirchen, und auch an die Juden, stellt mir so vor, wenn die Juden wohnen da alle mank, und so er lehrt und dass sie sind nicht mehr euren Gesetz, wenn die Fähig sind, nach hier wären, wenn die nicht wären, höre ich die Botschaft, Fähig sind, nach erkläre ich, wo Paulus dort klar merkt, dass Gott gibt Abraham versprechen, dort ging Jesus, dort waschen, gibt Gott das Gesetz, dem sein Volk durchbringen, dass der Messias wurde in die Welt kommt. Aber nu, dort sagt du ein paar Mal, sagt Paulus sehr klar, dass Bot Jesus, nicht durch vorbei, als das Gesetz. Nu findet aber Paulus noch eine Geschichte von Abraham, zum Wiesen, dass wir sind nicht mehr in ihrem Gesetz, und nicht bloß dort, aber er wies uns von der sehr klar, was die mit dem Gesetz sollen tun. Und so da werden wir von der ein bisschen noch checken. Wenn die in der Bibel haben, dann werden wir noch Kapitel 4 und durch Vers 21. Und von dort wieder wollen wir ein bisschen lesen. Er fängt es dort an. Er sagt, jeder, die drei unter das Gesetz gehen wollen, sagt einmal, habt ihr nicht gehört, was das Gesetz sagt? Na, weißt ihr, Lied, das ist eine sehr, sehr wichtige Frage für uns. Habt ihr mal gelesen, habt ihr mal gehört, was das Gesetz really sagt? Weißt ihr, was das Gesetz sagt? Das Gesetz sagt, dass du wirst es never merken. Das Gesetz sagt, du bist unter einem Fluch. Paulus hat es sehr klar gemerkt in Galaterbrief, dass das Gesetz bringt einen Fluch auf uns. Weißt ihr, wo wir hin? Wenn die kann euch holen. Das Gesetz sagt, die nicht das, und nicht das, und nicht dort. Dort sollst du nicht nur checken, dort sollst du nicht anfuhren, sie nicht mit den Menschen tun, das sollst du nicht eten. All so eine Dinge ist dort, und keiner kann das holen. Und weißt ihr, was das Gesetz sagt? Du musst dort alle holen, als bist verdammt. Na, Gott gibt das Gesetz nicht den Menschen raten. Paulus sagt, viele sind der Predigt davon, er sagt, dort ist ein Zuchtmeister, oder dort ist ein Ewigsechter, was uns beschützen soll, oder was das Volk beschützen soll, von sich vermischen manch alle Völker, wenn ut das Volk will Gott den Messias bringen. Aber das Gesetz sagt uns, dass wir sind verdammt, wir wollen das nicht merken, wir sind bloß einfach, wir können uns selbst nicht raten, wir sind Sünder und so weiter, und so sind viele Dinge, was das Gesetz sagt. Und viele Menschen, die sich an Gesetz holen, die wissen nicht wirklich, was es sagt. Oh, wir haben mal was gehört. Dort steht manch geschrieben. Keiner weiß wo, aber das steht wo geschrieben. So eine Dinge hier wie viel. Jana hat mal gesagt, vielleicht hat Hans Prediger mal so und so gesagt. Oder so wieder. Dort, wo Menschen abbieten. Aber weißt ihr really, was das Gesetz sagt? Weißt ihr wirklich, was das Gesetz ist verdammt? Und wo sie das 100% holen machen, und wenn die auch all Lebenszeit alles von dir holen haben, aber die hast einmal nicht, dann bist du ganz schuldig. Das ist, was die Bibel lehrt. So weit wie was das Gesetz sagt. Und so, das wäre eine wichtige Frage für ihn dann. Sie wollen die drei in den Gesetz gehen. Wissen sie wirklich, was das Gesetz sagt? Oder wieder bloß somebody, wo das Milch Säuerstrom loten. Und weißt ihr, wie kann das Gesetz von der Säuerstrom loten? Weißt ihr, was liegt? Dort ist leichter, in Gesetz nur gehen fertig aus dem Glauben leben. Weißt du, wo wir hin? Wenn du kannst sozusagen ein Blatt nehmen und du kannst du tegnen, wo du alle hältst. Und das sieht, ja, ich habe rechte Kleidung und so, ein Checkmark. Oh ja, gestern hat nicht gepflegt, so ein Checkmark. Dort ist es ein Weg leichter aus dem Glauben leben und in Gott, wo wir nicht sein können. Und da werden gleich in vielen Menschen dort System. Meine Frau hat mal gesagt, dass sie abwasst, dann wirst du krank, was sind wir und was nicht wir. Von der weiß ich nicht mehr. Und so, ich weiß nicht, das ist mit allerlei Worten. Aber weißt du, was da passiert ist, dass ich einmal seht, Papa, dort sind und jetzt nicht. Und so wird es. Nu soll sie im Glauben leben. Und weißt du, die Bibel sagt uns nicht, immer jeder, den krank so und so ist.
Aber die Bibel gibt uns genug Information, in Weisheit in den Heiligen Geist. Du willst nächste 2 Botschaften wünsche ich wie hier, dann werden wir ein bisschen Dollar und diese checken. Aber weit wie Wort gesagt sagt, dort ist wichtig, weißt du really, wenn du was bei realen seilig worden, wenn du die Salz was bei Gott, die Seiligkeit verdienen, weißt du really, was die Bibel sagt über dort? Weißt du dort, dass die dort gleich kostet? Weißt du dort, dass dein Kreuz, was immer zu hart sind? Ich will Ihnen ein paar Bilder wiesen am Ende von dieser Botschaft, wo ich Ihnen will wiesen, was ein falsches Evangelium ist. Und ich sage das bei uns auf Facebook, dass so Menschen dort wieder schicken. Das ist ein falsches Evangelium, ich will Ihnen dort lauter wiesen. Aber weißt du, wenn wir wollen mit uns selbst und unseren Worten und uns gut tun und uns Dinge, was wir können, schaffen sie wieder, wenn wir dadurch wollen Gott gefährlich sein, dann müssen wir erstmal betragen und sagen, okay, was sagt das Wort really? Und die Bibel lehrt uns sehr klar, wir sind tot in Sinn. Ohne Jesus. Du bist tot. Du bist nicht ein schlechter Mensch, was viel besser zu merken. Du bist ein toter Mensch, was viel Leben zu geben. Das ist, was die Bibel lehrt. Und so, wo kann ein toter Mensch sich selbst Leben geben? Und so, wie kann das nicht? So weit wie was das gesagt sagt. Und so, das ist, was Paulus hier vertrauen. Vers 22. Er sagt, dort steht geschrieben, dass Abraham 2 Sehens hat. Einer war dann von der Sklavenfrüh geboren und der andere von seiner Früh, die durch frei war. Na, weet je, hier braucht Paulus ein sehr interessantes Ding. Heute hat eine wahre Geschichte von Abraham und Sarah nehmen und der durch Jesel die Meinung nahm. Das ist ein Ding, was die nicht sollen tun mit der Schrift. Aber Paulus steht das hier in der Leitung von Heiliger Geist. Und so in der Geschichte von Abraham, Abraham, hij trok uit van zijn Vater zijn huis, trok nun onder het land, naar Kanaan. En weet je, wanneer je in de Bibel leest, je leest van Israël, Juden, dat is hetzelfde ding. Kanaanen, en dat land Israël enzovoort, dat is hetzelfde ding. En zo, het Oude Testament is opgebogen met een land. En zo, God geeft Abraham een beetje land, Abraham trekt er aan, hij heeft keine kinderen. Gott hat ihm versprochen, viele Völker worden von die kommen, nicht bloß dort. Gott hat ihm auch versprochen, dass der Messias wird von ihm kommen. Abraham hat keine Kinder. Und so das Versprechen macht keinen Sinn, wenn er keine Kinder. Und so Abraham wird alle, Sarah wird alle, und sie tegnet einen Tag, noch einen Tag, ein kleiner, noch ein Jahr, und so wieder. Nu so all, meist kriegt 90 Jahre alt, Abraham ist al meist 100, und sie haben keine Kinder. Und Gott hat versprochen, großes Volk wird von ihnen kommen. Und so sie tun, was wir Menschen fertig tun, wenn wir selten im Glauben leben und wir sind dann eng, wir weten nicht, okay, dann fuhren wir mal mit bei. Das ist, was sie tun. Aber einmal den Tag kam Sarah und Abraham sagte, check mal, ich kann nicht Kirche. Und ich sie zu altem Kinder haben und so wieder. So wie wir niemals Kinder haben, wir nehmen es nicht die Kirche. Und haben es da sehen. Und Abraham, der dort, wir können sagen, hast du Wort nicht damit tun, aber das ist ein anderes Thema. Aber anyway, Abraham der dort. Und so, nachher von sehen Ismael. Na, Ismael, ist ein großes Volk geworden, zusammen von den Völkern von den Tagen, die Jent, stammen auch von dort, zum Beispiel Moslems und so weiter. Viele von den Moslems, die sagen, sie sind Abraham, sie nur kommt schaffen. Und dort geht alle durch Ismael und so weiter. Aber Abraham hat einen Sehen mit seiner Kirche. Und so, dann kommt Gott rein und Abraham, das ist eine lange Geschichte, ich wollte nicht ganz vertellen, aber Gott kommt rein und Abraham sagt, no, ich habe dir einen Sehen versprochen. Und so, Abraham und Sarah, sie deuten in ihre eigene Hänge nehmen, was Gott will tun. Das, was du das, was ich tue, wenn wir unsere Erlösung in unsere Hänge nehmen, mit meinen Worten, mit meinen Götzen, mit was ich kann tun, damit will ich für Gott nun sein Versprechen in Erfüllung bringen. Und Gott sagt zu Abraham, das ist nicht mein Plan. Und so Gott sagt, du und Sarah wollen einen Sehen haben. Und so das wird sie dann schließlich haben. Abraham ist 100 Jahre alt, Sarah 90. Ich weiß nicht, sind die 90 Jahre so früh, was noch Babys haben? Ich habe lauter Zeit nicht gehört. Aber wie Abraham und Sarah wäre so. Und weißt du, das ist, wo diese 2 Jungs herkommen. Na, das ist, was Paulus uns hier will lehren. Du hast einen Jungen, der war durch menschliche Plan, menschliche Worte, einfach natürlich von morgen früh taub kommen sie wieder, und so davon war er geboren. Isaac an der anderen Hand, Abraham sehen Isaac, durch den kommt das jüdische Volk, der wir geboren, ein Versprechen, sagt Paulus. An andere wieder, der wir geboren,
buitengewöhnlicher war. Wir würden auf Englisch sagen, miraculous. Und so, Abraham hat diese zwei Jungs. So, lasst mir das Vers noch einmal lesen. Dort steht geschrieben, dass Abraham 2 Sehens hat. Einer wird von seinen Sklaven früh geboren und der andere von seinen Früh, die doch frei war. Und so Paulus braucht diese Kirche, dort wir really ein Sklav, dort wir eine ägyptische Früh, die hatten sie vielleicht in Ägypten abgepackt, dass Abraham und Sarah da waren. Und so, die wohnt in der Haus, dort ist ein Sklav, aber der hat nur ein Sehen. Und nu hat Sarah, was seine Früh ist, die hat auch ein Sehen. Aber das Sehen von der Sklaven früh, der ist menschlich geboren, dieser ist göttlich geboren. Kann ihr den Unterschied verstehen? Und das wird uns hier evaluieren mit uns Glauben. Wenn du selbst die seilig merkst, dann lässt du, was Abraham dort mit seiner Kirche. Dann versägst du auf menschlicher Weise, Gott sein Plan, Gott sein Versprechen von ewiges Leben in dein Leben anzubringen. Wenn wir über Gott sein Versprechen nehmen, und das ist im Glauben, wir verlassen uns auf Gott, wir verlassen uns auf Jesus, das ist so ist Sarah mit Isaac. Das ist das Beispiel, was Paulus hier braucht. Na, das, so ist es sagen, eine wahre Geschichte, was er geistlich anwenden hat. Vers 23. Er sagt, bei den Seen, die von den Sklaven früh geboren wird, wir nicht buitengewöhnlich. Morgen drin, da wir nicht buitengewöhnlich. Aber die Seen von seiner Früh wird ist modern geboren, als Gott an dort versprechen hat. Und so Paulus merkt das hier klar, dort Ismael, der wir bloß menschlich geboren. Das ist, wo Abraham und Sarah sozusagen Gott sein Plan in ihre Hände nehmen und sagen, nu wollen wir mal Gott halten mit seinem Plan. Das ist, was du das, wenn du versägst, anders seilig zu werden, als was Gott uns hat gesagt hat, wie seilig werden. Das ist, was wir tun, wenn wir versägen, uns eine Ding, uns religiöse System, unsere Kleidung, unsere Bages, uns was immer wir gehört haben an uns fällt, oder was immer Religion du rüberkommst, du versägst wie mit unseren Worten, nochmal irgendwie mit Gott vereint zu werden. Und das ist, was Abraham mit seiner Kirche tut. Gott sein Plan auf menschlicher Weise in Erfüllung bringen. Und Gott kommt rein und sagt, das schafft nicht. Ich kann Ihnen sehen versprechen. Ja, sagt Abraham, aber Sarah steht dahinter, der und lacht dort. Nee, die soll nie noch ein Kind haben. Wir haben sind erreicht. Aber weißt du, wenn Gott was gesagt hat, und wenn Gott einen Plan hat, dann haben wir Menschen kein Reich, den zu nehmen und in einen menschlichen Weg in Erfüllung bringen. Und das, was wir tun, wenn wir versägen, nur noch das Gesetz zu bringen, wenn wir noch sagen, okay, das verändert die Jesus hast, aber weißt du Gott, du musst noch das und das und das, du musst noch alle haben. Das ist ein menschlicher Weg von Gott seinen Lösungsplan in Erfüllung bringen. Und so sagt, bei den Sklaven früher sehen, da wir nicht später gewöhnlich, dort wir bloß menschlich, aber bei den anderen sehen, bei Sarah und Isaac, dort wir buitengewöhnlich. Dort wir Gott sein Weg. Dort wir ganz klar, dass das sehen wir geboren durch Gott seine Kraft. Dann Vers 24. Und diese wahre Geschichte kann wie sein, wo Gott auf 2 Wege die Menschen halten wird. Ein Weg wir in das Gesetz auf den Sinai-Berg zu geben, wo sie noch herrschen sollen. Hagar bedient den Berg Sinai in Arabien und erst mit Jerusalem zu vergleichen, die mit ihre Kinder taub dein macht. Und so hier wir werden das ganze Bild in Sinn holen. Und so diese Geschichte sagt er, das ist eine wahre Geschichte, aber das sind 2 verschiedene Geschichten. So Hagar, so heißt die Kirche, Hagar mit Ismael, mit ihr sehen. Das ist ein Bild von den Ola Bund. Na, was wir jemanden klar holen, dass wir ein Ola Bund, das ist ein Bund, den wir Gott mit Abraham. Und dann kann ich Ihnen auch versuchen zu lernen, dass das Gesetz, Gott sein Bund mit Abraham und seine Nachkommenschaft, dass wir ein jüdischer Bund, der wir verhält nicht für die, niemals geplant. Und so, wenn wir uns das Gesetz annehmen von der, dann nehmen wir uns was an, was nicht für uns ist. Da hätten wir ihn ausgeschlossen. Dort, wo ihn Jesus dort muss wegnehmen, dass der Herr nicht mehr nennen kann, wenn das Bund, was Gott hier mögt, den Ola Bund beim Berg Sinai, als sie von Ägypten nach Kanaan tragen, das ist die Geschichte, wo sie wieder nach Ägypten getragen, wenn Josef da war und so wieder, das ist eine lange Geschichte. Aber nicht 430 Jahre Luther, dann kommt Gott mit Moses und nimmt ihn zurück aus Ägypten, lädt ihn durch das Rote Meer, vielleicht hat die Geschichte mal gehört, und lädt ihn nun Berg Sinai, und durch Gott in das Gesetz. Das Gesetz, das Gesetz, wie für das jüdische Volk,
für das israelitische Volk, das ist eigentlich das gedenkt, da muss ich klar halten. Und so, dort wir niemals für die Heiden. Die Heiden hatten dort gesagt, die Heiden werden ausgeschlossen, die Heiden werden anrennen, wie wir ihn besiegt. Lest mal Epheserbrief, Kapitel 3 und 4 und so. Und so, wo ihr fängt, wo Paulus sagt, die Heiden, die werden ohne Gott und ohne Hoffnung in der Welt niemals in Gott seinen Plan mit angeteilt. Und das ist der Bund von Hagar und Isaac. Und der Bund, den war am Berg Sinai gegeben, welche das Teken von dem Bund wird die Beschneidung. Na, ich rede diese Woche mit somebody und wir reden um von, will Gott sich so von dir denken, was ich denke. Ich weiß nicht, ich will noch mal fragen, wenn ich da sehe. Ich habe meine Ideen zu Eva. Aber Gott, jij fährt einen Bund, das Teken von dort wird die Beschneidung. Und so wann die Juden nun nur die Heiden kommen und sagen, oh, weißt du Gott, jemand den Bund noch annehmen, so wieder. Du brauchst uns gleich zu sagen, Eva wundern. Because that's wo sie von kommen. Und so, Hagar und Ismael, sie sind das Bild von dem Bund, was Gott bei Sinai gab. Und dort nehmen sie dann mit ein Land an und dort dreht sich um das irdische Jerusalem. Und weißt du, der ganze Bund, der dreht sich um den Tempel. Und so alles wie bei den Tempel. Ich meine, das geht nach vielen Jahren zu den Büden, aber als sie den nicht gebaut haben, dann wir all das anbeten wie bei den Tempel. Die Juden, die mussten jeder Jahr von wo immer sie verstreut in der Welt lebten über dem, sie mussten nach Jerusalem kommen und da mussten sie anbeten. Wenn das dreht sich um das irdische Jerusalem. Und weißt du, Lied, nochmal drehen die Frau, weißt du, was das Gesetz sagt? Wenn wir really wollen im Gesetz leben, dann müssen wir ans Tempel bauen in Jerusalem, dann durch Handje und jeder Jahr. Dann unsere Schub mitbringen. Und dann noch einiges, was wir machen tun, was wir nicht willig sind zu tun, das ist, dass wenn wir das Gesetz brechen, dann müssen wir den Steinerklamm der Hängerigkeit nehmen und uns am sich dort killen. Und das ist mir einfach gesagt, aber weißt du, was das Gesetz sagt? Dass wenn du einen Sabbat starker Taub lesen lässt, dann müssen wir die dort zu nur eine Stadt nehmen und durchsteigen. Weißt du, wie really, was das Gesetz sagt? Weil wir really unter dem Gesetz sind. Oder wir wollen das uns nicht abstellen, nicht? Aber die Bibel lässt du auch gehen. Und so Hagar und Ismael sich stahlen den Ola Bund für, und Sarah und Isaac den Nia-Bund. Na, hier ist ein sehr wichtiger Punkt, was wir never lernen, und das ist, dass du sind zwei Tiden, auf Englisch nennen wir die manchmal Dispensations, aber das sind zwei Tiden, du hast die Tid von der Gesetz und die Tid von Gnade. Die Tid von Israel und die Tid von der Kirche. Das sind zwei verschiedene Tiden. Na, Gott hat seinen Plan auf Gott geändert. Gott hat das immer einen Plan. Gott selbst hat nicht geändert. Wobei ich versuche, in vier Werk dort deutlich zu merken, mit das Fuhrer, was ein 5 Jahre jung hat, und er hat ein Testament geschrieben. Wenn der Junge 21 ist, dann wird er anders mit den schaffen. Dann orft er alles, dann soll er das Business ran. Aber durch Fashion, durch Gott den Zuchtmeister, was den abtragen wird. Und das ist ein Bild von was Gott hat in den Ola Bund. Er nahm Abraham mit seinen Nachkommen, er für das Gesetz, er trug ihn ab so zu sein. Aber einmal kommt der Tag, wo Gott bestimmt hat, dass das Gesetz wird einnehmen und Gnade wird anfangen. Und das sind zwei verschiedene Tiden. Weißt du, wo wir in Trouble kommen, als Mennoniten besonders? Wir kommen in Trouble an, wenn wir mischen die beiden. Wir mischen die beiden. Und so dann weten wir aber, ein Tag sagen wir ein Gesetz, ein Tag ein Gnade. So was ist es? Und so wenn wir das Bild ganz verstehen, und so Paulus lehrt hier sehr klar, dass Hagar und Ismael, die stahlen den Ola Bund für. Das ist bei Sinai, das ist in Jerusalem dort, in Israel, wo wir zu Jahr wären, dort, wo sich dort dreht. Das dreht sich um ein Land auf dieser Welt, um eine Stadt in dieser Welt, um einen Tempel in dieser Welt, wo du den Schub mit schlachten lassen. Dort, wo der Ola Bund dreht. Und dann haben wir den Nia-Bund. Wir werden bitte wieder lesen. Und er sagt, Hagar bedient den Berg Sinai in Arabien, also das, wo sie das Gesetz kriegen, und das mit Jerusalem zu vergleichen, die mit ihre Kinder top dein macht. Und so das wird das Bild mit wie klar haben, dass der Ola Bund dort ist ein Bund von dein, dort ist ein Bund von down, dort ist ein Bund von den Schub bringen, dort ist ein Bund von dort nicht eten, dort ist ein Bund von dit sollst nicht down, ja nicht down und so wieder. Und so dort ist ein Bund von mit den Menschen kostet nicht top sein, mit denen kostet sie nicht befrieren. Dort wird der Bund wir, ein Bund von down. Und so das, wo er sagt, das Bund erst mit Sinai, dort wo die Jefwart mit Jerusalem top gehört und so wieder. Und das sind ihre Kinder, die wird dort dein machen. Und so das ist ein Bund von denen. Aber dort Jerusalem, dort boven ist frei, und dort ist unsere Mutter, wenn dort steht geschrieben. So, dort Jerusalem, dort boven, unsere Erlösung, der ist im Himmel.
Weißt du, wo Jesus von dir sagt? Jesus sagt im Himmel, bei der rechten Hand vom Voran. Weißt du, was er tut? Er steht an für die. Und so, wenn du über einmal recht ist und so wieder, dann steht Jesus auf und sagt, mein Blut steht hier in den Sinne Sinn, wenn das läuft an mir. Hey Gott, einmal vielen Dank. Und weißt du, im Hebräerbrief, ich kann nicht Titel in den Hebräerbrief lesen, aber lest ihn den Tüß. Besonders Kapitel 7, 8, 9, und 10, vielleicht die vorher Kapitel. Aber du merkst, der schrieb, das sei ja klar, dass Jesus heißt einmal für allemal in den himmlischen Tempel gehen mit seinem eigenen Blut, nicht mit Kasen und Schubtblut, aber mit seinem eigenen Blut und haft du, welche Wort von der Erlösung habt ihr zu wer geschafft? Eine ewige Erlösung. Jesus lebt, und dann sagte du, ab einer steht, Jesus lebt immer Tim für die anstehen. Weißt du, der alte testamentliche Priester, die starben alle was mal, wenn die alt werden und so wieder. Aber Jesus hat ein ewiges Leben und er lebt ewig und du hast niemals eine Zeit, wo Jesus nicht für die ansteht. Und das ist die neue Bund. Die startet bei Jerusalem im Himmel. Die erst bei den Tempel im Himmel. Die erst bei Jesus. Na, noch ein Bild, was Hebräerbrief ans Schafft erst hat, wie haben einen Anker. Weißt du, ein Anker, das ist so, was ein Schab hat. Die luten da drauf, in Meer, am Bottom, da härten sie wo an, dass der Wind das Schatten nicht wegpisst. Ein Anker. Er sagt, wir haben einen Anker, der jetzt bei hinter der Gardine. Na, da muss man daran denken, die Gardine, da wieder ein Tempel, du kannst bloß die hohe Priester nennen. Als Jesus am Kreuz starb, dann tran die Gardine von boven ein, dann wieder war ich up. Und wenn Jesus hast du nennen gegangen in den himmlischen Tempel, und nu hast du sozusagen einen Schäbel von Jesus nur die, und der hält die für alle Ewigkeit. Wow, das ist der neue Bund. Und so wie das Bund ist in Jesus, das ist in uns Jerusalem da boven. Na, er sagt hier, wenn das steht geschrieben, sie Frau, die Unfruchtbare, die du nicht geboren hast, kommen raus verfreut, die du nicht in Geburtsweide und bist. Willst du Einsame haben, viel mehr Kinder als dein Mann haben. Na, das ist ein interessanter Fall, aber wie man verstehen, dass Sarah wohl ihren Kinder haben, die hat keinen sie wieder und schließlich nehmen sie mal die Dinge in ihre Hand nehmen. Ich kenne mal von einem Prediger, er sagt, weißt du, ich glaube auch an Gnade. Aber ich will mir das nicht zu predigen, wenn ich verflehe mit meinen Menschen. So, wie predigen nu gesagt, wenn wir bleiben, dann wollen wir mehr Menschen gewinnen für Jesus. Weißt du, was das Vers sagt? Die Frie hat mehr Kinder als das gesagt. Sarah hat keine Kinder anfangen, dann nehmen sie Hagar, aber Luther werden ihre Kinder viel mehr. Na, das ist ein interessantes Bild, aber das Bild, was ich hier rütze, ist, dass wenn wir Gnade haben, unser Gnade am Hängerschen ein, sind viel mehr Kinder als unserem gesagt. Wir bleiben einmal, wie man das gesagt haben, wenn wir Gnade wollen predigen, wenn wir Menschen wollen predigen, weißt du was, die Sinnen sind alle vergiftet in Jesus. Da wird er sagen, dann kann ich in Sinnen gehen und so wieder. Die sind ja alle vergiftet. Und das wird Menschen sein. Das wird Paulus sehen, das wird zu uns sein. Aber hier wieder, und wir, liebe Brüder, sind so aus Isaac Kinder, die Gott versprochen hat. Und so wo wir, die durch den Heiligen Geist geboren sind, morgen die Land, und so wo wir, die durch den Heiligen Geist geboren sind, von der verfolgt, die unter das gesagt stehen, gerade so aus Isaac ein Sehen, der da versprechen wir, von denen verfolgt wird, der von der Sklaven früh geboren wird. Wow. Weißt du, und Abraham seine Familie, Ismael, wie not mit alles Isaac, und so als Isaac ist geboren wird, dann neigte den und zank mit denen und so wieder. Und das kam so weit, dass Abraham die Kirche mit der Sehen tut muss, in den Haus rutschmieden. Weißt du, was Gott uns hier lehren will? Wir sollen das Gesetz rutschmieden mit uns Leben. Schmied Menschen mit dein Leben rüt, was die bloß in Gesetzen reden. Na, das ist ein bisschen, hier soll die mich nicht auch recht verstehen. Aber weißt du was, die haben immer Freunde, vielleicht sogar Familie, die reden ihnen immer, was er in Gesetzen nennt. Die Bibel sagt, schmied mal rüt. Na, das ist ein bisschen hart gesagt. Aber der Punkt ist das, wir sind die Menschen, mit wem wir taub sind. Und so, wenn wir immer uns im Gesetzraum hängen, dann wollen wir da alle denen was denken. Und welche Menschen wollen ihnen versehen zu sagen, oh, weißt du was, so du die antragst, so würden Christen aber niemand. Du kannst nicht in Christen. Nach nur Lebenswasser fordern, all 3 Mal nicht. Und so nennst du eine Liste von Dingen, was sie die alle wollen sagen. Weißt du, wenn du was wirklich für Gott leben, dann wirst du noch so machen und dann kommst du noch eine andere Kirche, und dann musst du ganz clean Grüppchen hier und so wieder.
Hij zijn dingen moet je hit. En dat voor mensen van deze dag nog zijn. Nou, deze Zeug ist nicht die Radung, wenn du was das haben vor Gott sehen, dann sei uns Luther. Aber wenn Menschen uns sagen, oh, weißt du, musst noch das und dort, und aber das, was sie wollen tun. Und das wird einmal in deine Familie sein. Na, ich will die nicht mit deiner Familie einbringen, aber ich will die einbringen von einem System, was du die im Gesetz reden, wo du deine Verdammnis verschwingen. Du hast bloß Heilung, Radung in Jesus allein. Und das meint einmal, dass ich die Menschen in mein Leben rührt. Und so Paulus sagt, dann, die Ismael, Isaac verfolgen, von der dann die, was uns gesagt sind, die verfolgen, was uns genug sind. Das passiert in Jesus sein Leben. Mit wem hat Jesus Trouble? Mit den gesetzlichen Menschen. Das passiert in Paulus sein Leben. Mit wem hat Paulus Trouble? Mit den gesetzlichen Juden. Das passiert laut einer zweiten Geschichte, in der Reformation, wo uns glauben sozusagen von Kind. Dat passiert door en dat passiert von dir. Genade en Gesetz sind immer fein. Du sollst ja denken. Und so, wenn die Menschen in dein Leben sind, was die immer waren, reden, in ein menschliches System nennen, was die Wort in eine Verdammnis bringen, dann weißt du, lass mich noch einmal sagen, du kannst nicht Jesus und Gesetz beides haben, danach selig werden. Die Bibel ist wird ab schwarz klar. Jesus allein. Na, weil wir Menschen halten, ich will nicht haben, dass die sollen die Familie zusammenschmieden und so weiter, aber pass auf, wo Menschen die haben reden. Er sagt, aber was sagt die Schrift? Vers 30. Aber was sagt die Schrift? Schickt die Sklaven früh mit ihren Sehen in den Haus, weil die Sklaven früh ersehen soll nicht mit den Sehen top oben, der von der Frie geboren ist. Und so, Brüder, wir sind nicht Kinder von der Sklaven früh, aber von der Frie Mutter. Eigen du von der, in uns Glauben an Jesus Christus, wir sind Kinder von Sarah. Na, weißt du, die Juden, sie reden sich immer ab Abraham bühren, und sie sagen, Abraham ist uns Vater und so weiter. Weißt du, was die Frau really ist? Wer ist deine Mama? Wer ist deine Mama? Ist Hagar deine Mama? Das System von Gesetz und von menschlichen Worten und von nochmal irgendwie versuchen, mit Gott Freund zu werden? Mal Gott seinen Erlösungsplan in deine eine hinnehmen und sagen, nu wo wie mal entscheiden würde das? Das ist Hagar. Ist das deine Mama? Oder ist Sarah deine Mama? Wo wir durch den Heiligen Geist geboren sind. Und da will ich die nächsten 2 Botschaften davon reden. Aber weißt du, aus Gott seine Kinder, wir sind von Heiligen Geist geboren. Nie geboren. Ich will Ihnen some Bilder wiesen, zoals ik eerst al zei, ik wil vragen dat je dit doen doen. En dit is zijn de beelden, dat hij mal even internet gezien, vielleicht hat er irgendwo gezien ze wieder. Aber anyway, hier haben wir Menschen, die drehen einen Krieg. Und das eine mit dem Jelet haben, dort ist ein bisschen das Act, den sie zu schwor. Und so, die fragt Gott, kann ich, wusch mal bitte mir das leichter machen? So, wenn er das nächste Bild überdreht, nu sagt er sie einen Krieg auf. Und so, nu ist es leichter, nicht? Und so, lässt er sie in die Bieter hängen, aber das ist noch zu schwor. So, wenn er nur das nächste Bild ist, dann fragt er Gott nach, war er wusch noch einmal, mir loten das aufsehen, und so, er sagt er noch einmal auf. Nach das letzte Bild. So nicht kommt aber den Riefer, weil wir sagen, das ist die Ewigkeitsriefer, das ist, wo das entscheidet wird, aus die selig war oder nicht. Und so nicht kommt aber durch, oh, ich weiß nicht, was er soll, über dem kommt der andere aber durch, was ein schwanere Krieg haben, und die sind schließlich bei durchgekommen, mit alle erschaffen sie wieder, und der Krieg regt du eben, sieht das nicht. Interessanter Erlösungsplan, nicht? Weißt ihr, Lied, das ist der Erlösungsplan, wo sehr viel von unseren einen Menschen beim Leben. Aber das ist 100% falsch. 100% falsch. Weißt du, was das für ein Bild ist? Das ist ein Bild, dass wenn du warst sehr lieben, dass diese Ehe, in den Krieg wird sehr schwer sein, und du warst nicht, hat nichts getan, und dort leichter merken, und du warst dort, hast schließlich bei den Riefer geschlafen, dann wurde das überreden. Wer hat das getan? Das ist ein menschliches System, und je ever diese Bilder am Internet stehen, dort die nicht widerschicken, wenn du das ein falsches Evangelium widerschickst. Das ist ein Evangelium von menschlichen Worten, dass wenn wir wollen noch leiden, wir wollen sehr demütig genug sein, und wir wollen all das Krankreiche tun, und ans Kriegswort du überreden. Ich will dir ein Ding sagen, den Kriegswort über den Riefer niemals überreden. Nicht, wenn du alles 100% Fan tun hast, du bist der beste Mensch auf dieser Welt, das Kriegswort danach nicht überreden. Was ist noch das letzte Bild? Jesus allein. Jesus allein.
En weet je, Schwester, de Frau, als versägst du den einen Kreuz zu schlafen, und weet je, wie hast du eine Versen in der Bibel, wo Jesus sagt, nimm den Kreuz ab mir und folg mir nur. Ob das das Gebot. Weet je, was Jesus da sagt? Weet je, was ein Kreuz ist? Weet je, was ein Kreuz ist? Weet je, was der Satz really sagt? Ein Kreuz ist so, wo sie die ableiten und annehmen und dann stirbst du da. Ein Kreuz ist nicht so, was du hier ranschlappst. Na, wie hat das Fernsehen gelehrt? Oh, meine Krankheit, das sind schwere Kreuzen wieder. No, ein Kreuz ist ein Zeichen von Tod. Wenn Jesus sagt, nehmt mein Kreuz ab, dann meint er, storf mit mir, Taub. Jemand, du musst sterben, den einer war, ich muss sterben. Hagar mit der Sehn, Taub, der muss sterben, der muss den Leben rüt. In Jesus Christus im Glauben. Und weißt du, wenn wir bei Jan Riefer kommen, wie haben Jesus in uns hört, dann wird den Kreuz immer lang noch sein. Aber wenn du nicht Jesus chance, wird es immer zu kurz sein.